Und dann ist ein Tag der Tate nicht gekommen von der Arbeit. Und man hat gemacht, man geht von einem kleinen Ghetto, abgezahmt ein Stickel vom Ghetto. Und Zetteln sind gewesen ausgehangen, als die Einwohner vom Ghetto wären herübergeführt in einen anderen Ort. Wir haben nicht gewusst, wo es war, wenn. Wir sind die ganzen, und in der Früh dürfen sie rausgehen auf den Gas. Und wir haben die ganze Nacht Tate nicht gekommen, weil sie haben schon gewusst, was es wird sein. Und sie haben gewollt, aufhalten sie ihre Arbeiter. Haben sie nicht gelassen, sie gehen heim. Und die anderen sind gekommen zurück, sind schon rein in dem kleinen, also ich gerufen dem Ghetto. Und wir sind die Mama nicht geschlafen die ganze Nacht, sie hat zugekriegt, wo soll mitzunehmen. Sie gewinnen ein Stickler dort, ein alter Breit oder was, was ist sie gewinnen, hat sie halt zugekriegt. Und in der Früh bin ich heraus und gehört, man schießt und man schreit, und schneller, schneller. Und ich bin raus auf dem Hof und gesehen, und unser Gas, in 2 Gassen haben sie geführt, die Menschen. Und da sind gewinnen Moskauer Gas und unser Gas, wo wir haben gelebt auf Lutzer Gas. Und ich habe gesehen, wie sie schießen Kinder. Und Mamas, was liefen zu, und die Mamas geschossen. Sie waren voll mit Schnee. Und der Schnee war rot von Blut. Gestanden hat Zeit, der Blut. Da hakete seine Gewinn, wo seine raus vom Ghetto in 2 Tagen. Das sind 300 Menschen, die sind da hakete auf dem Ghetto, auf dem Gas. Sie später begraben auf den jüdischen Befehlen halten. Und ich bin da rein, und später um 9 hat sich halt still geworden. Gar nicht gehört mehr. Und ich bin rein in den Stub zu der Mama mit den Kindern. Ich habe sie nicht erzählt, was ich habe gesehen. Und in einer Weile herum ist rein in den Stub ein lettischer, ein Junger, mit der Pistole in Hand und geschrien auf Lettisch. Ihr seid noch nicht raus, gleich heraus, und nicht schieße ich auf. Und man hat uns rausgejagt auf dem Gas. Die kleine, meine Schwester, 7 Jahre alt, war seine Gewinn, fragte, ob sie können nehmen, eine Puppe mit sich. Und da sind wir raus auf dem Gas. Aber ich habe gesehen, dass die Menschen, die haben geführt, wir haben nicht gewusst, wo wir führt, die gehen in die Richtung. Und uns hatten gestellt in der verkehrten Richtung. Aber wir geführt auf den Winkel, ich bin nach Schule, auf den Hof dort, auf den Schnee, haben wir gesagt, ich muss auslegen. Uns von kommen Maschinen, Autobussen und vorlegen, wer es ist schwach, oder wer es kann nicht gehen, oder wer es will nicht gehen, kann kommen, sie mal wegführen. Und Menschen sind gegangen. Die Mama hat gesagt, wir nicht gehen. Und wir sind dort durchgeschlafen, ist gelegen, auf dem Schnee den ganzen Tag. Und in Abend haben sie uns reingejagt in ein Haus entgegen, wo die Jeden sind schon zugenommen. Sie haben nie gekannt, später haben wir gewusst, sie haben nie gekannt, der Schießen, sie haben doch geschossen. Also sie werden später Auschwitz, wo man die kennt, mit Gases machen und versteht. Da haben sie nicht geschossen. Und die Schießerei, sie haben nie gekannt, der Schießen in einem Tag, dem ganzen Ghetto, 30.000 Menschen. Und sie haben erschossen, am ersten Tag, haben sie eine Hälfte vom Ghetto. Das sind über 15.000 Menschen, haben sie erschossen am ersten Tag. Und das, was sie haben geführt, das haben sie geführt zu Fuß, was sie gewinnen ungefähr hat 10 Meilen von Ghetto in Rumbole. Und dort sind sie zugegräht, Massen, Quorum, was russische Gefangene haben ausgegraben. Und sie hat mir nicht weggehakt. Sie sollen nicht bleiben, Canadiens. Und dort hat man sie geschossen. Und in der Früh haben wir seine gewählt. Die Nacht, die durchgegangen, also wie die Mama hat erzählt, von dem Polizeistab dort, mit den schickeren Polizisten, kommen die Mädchen und weiß nicht, nehmen die Geld oder Zierung oder was er hat und weiter. Und die ganze Nacht. Und in der Früh
haben sie gesagt, geht zu ihrer Stiebe. Wir sind weg und getroffen die Tanten und dann ist gekommen der Onkel, die Mamas Bruder. Er gewinnt schon in einem kleinen Ghetto und er ist gekommen und er hat gesagt zu den Mamen, ich will ihn nehmen mit sich. Und die Mama hat gesagt, nimm. Und die Kinder haben angegeben zu weinen. Und ich habe gesagt, nein, ich will nicht gehen. Ich darf dir helfen. Tati, nicht da. Ich will gehen mit dir. Wo man schickt. Ich habe nicht gewusst, wo man schickt. Aber die Mama hat gesagt, nein, du musst gehen. Efter wird sich treffen mit den Taten. Efter will mir sich, wenn nicht ist, treffen. Du musst gehen. Und ich bin dann weg mit dem Onkel, mit dem Vater. Und dort nicht gewinnt. Und so mich gewinnt hat er gestanden, ein lettischer Polizist. Und er guckt auf mich und sagt, wie alt bist du? Und ich sage, 18 Jahre. Ich gucke ich und er hat uns so gelassen. Wir sind rein und er hat schon gehabt an Ort dort. Und dort ist gewinnt der Ghetto. Und das ist eine Woche Zeit, bis die nächste Aktie, bis die so Woche nächste. Und in der Woche, 2-mal bin ich gegangen, es war eine risikalische Sache, zu gehen, nicht dort gehen. Wir bin gegangen, die Mama mit den Kindern. Und am letzten Mal ist wieder ausgehangen geworden, ein Zettel, und gesagt geworden, als die übrige Bevölkerung vom Ghetto wird rübergeführt von einem Ort. Und ich habe gesagt, gesegnet sich mit der Mama, mit der Schwester und dem Bruder. Und am Tag, wenn man sie weggeführt, das ist der Tag von meinem Geburtstag. Mir ist geworden 14 Jahre damals. Und von dem habe ich keinmal in meinem Leben nicht gefeiert, dem Tag mein Geburtstag. Der Tag von mir gewesen, ich habe einmal gefasst, angezogen Licht, und der Monster, kleine Schwester und Bruder, was sind dann weg in dem Tag und erschossen geworden, geärgert geworden.